Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ja, ihr seht wieder mal, ich bin nicht daheim, sondern ich bin beim Can. Es hat eigentlich gar keinen plausiblen Grund. Ich nutze einfach das Privileg, dass ich einen Freund habe, der selber ein Mikrofon daheim hat, beziehungsweise ein ganzes Musikstudio. Also wahrscheinlich ist der Ton sogar viel besser, als wenn ich daheim aufnehmen würde. Von dem her, ja. Nein, wir sind jetzt heute gerade in Konstanz gewesen. Also wir haben zuerst... darf ich überhaupt sagen, welche Brand das sind? Ich sage es jetzt mal nicht. Also wir haben zuerst ein Meeting mit einer gewissen Brand, die eventuell eine zukünftige Brand sein in Zürich. Und nachher sind wir gerade noch auf Kreuzlingen gegangen, weil dort haben wir ein Event gehabt. Doch, das kann ich sagen, vor Rausch. Und ja, da haben wir gedacht, wir gehen noch schnell auf Konstanz, um noch ein bisschen shoppen. Und jetzt bin ich wieder beim Can gelandet. Und ja, ich habe eigentlich gedacht, ich gehe heim meine Podcast-Folge aufnehmen. Und jetzt mache ich sie einfach da. Und ich glaube, ihr merkt keinen grossen Unterschied, außer dass wahrscheinlich der Ton einfach noch ein bisschen besser ist als normalerweise. Aber das ist kein Problem. Ja, ich will eigentlich immer so ein bisschen Live-Update machen, aber ich merke irgendwie, die Woche ist nichts Spannendes gelaufen. Also es war verdammt heiß gewesen. Also ich habe jetzt so heiß, ich habe mich gezwungen, eine lange Hose anzulegen, weil irgendwie, ich habe nur Röckchen mitgenommen und ich weiss jetzt nicht, ob ich jetzt mega Bock habe, um ein Röckchen da im Podcast anzuziehen. Dann kann ich die ganze Zeit schauen, dass man jetzt irgendwie nicht unter das Röckchen sieht. Darum habe ich jetzt eine lange Hose an. Aber never mind. Ich habe mir heute so ein bisschen überlegt, über was ich will reden. Und habe wirklich so mehrere Themen gehabt und dann bin ich so auf ein Thema gekommen, wo ich so war, ja, über das habe ich schon lange eine Podcast-Folge machen, weil gerade so vor ein paar Jahren, ich sage jetzt mal vor dem Can und meiner Beziehung, ist das echt ein Thema gewesen, das mich so ein bisschen beschäftigt hat und wo halt so ein bisschen mein First World Problem war, damals, sage ich mal. Also klar, ist das ein crazy Problem, aber das ist das, was mich so immer so ja, in dem Sinne beschäftigt hat. Und ich habe das nie wirklich analysiert. Also warte, ich sage es vielleicht mal schnell, also die einen haben es vielleicht schon im Titel gelesen. Und zwar ist mein grosses Problem, also was heisst grosses Problem? Eben, ich muss mich gar nicht rechtfertigen, es war einfach das Problem von mir damals, ich kann es nicht ändern. Dass ich mich viel zu schnell verliebt habe. Also auf jeden Fall habe ich das so wahrgenommen, dass ich mega schnell mich verliebt habe und ja, in dem Sinne blöd gesagt, das ist jetzt kein Front an die Leute, mit denen ich damals etwas hatte, so, aber dass ich jetzt nicht grosse Ansprüche hatte. Also, das klingt wirklich an sein. Aber halt, dass ich mich sehr schnell verliebt habe und ja, das ist eigentlich schon der Punkt. Und gerade zu dem Zeitpunkt damals, also wie alt war ich da? 15 bis 17, so in diesen 2 Jahren, in dieser Zeitspanne, habe ich mich sehr, sehr schnell verliebt. Und ich habe mir gar nicht wirklich damals Gedanken gemacht, wieso ist das genau so gewesen und so. Und ich habe actually auch jetzt gerade vorher, eben bei dieser Podcast-Folge, habe ich mir überlegt, ich will so ein bisschen über das reden und so, was könnte ich genau zu dem sagen. Und ich habe mich jetzt literally etwa eine Stunde, nein, länger, keine Ahnung wie lange, mit dem befasst und bin gerade selber irgendwie voll überrascht gewesen, was ich alles über mich gelernt habe. Also ich habe also wirklich so mich in das ganze Thema irgendwie reingelesen und so und habe actually so ein bisschen Selbstreflexion über die ganze Zeit gehabt. Und ich kann mir vorstellen, es gibt sehr, sehr viele Leute da draussen, die vielleicht gerade in dieser Phase sind, dass sie sich irgendwie jetzt schnell verlieben oder vielleicht auch den Struggle haben, wo ich damals hatte. Ich weiß es nicht. Also ich habe auch schon mit Friends darüber geredet und ein paar haben erzählt, dass sie das so ein bisschen haben. Und ich finde das mega spannend. Also es gibt auch die umgekehrte Version. Ich kenne viele Friends, die sich gar nicht verlieben können. Und ich habe eine mega gute Kollegin. Wir haben immer das Ding von, dass ich die Person bin, die sich immer zu schnell verliebt und sie ist die Person, also es braucht hure viel, dass sie sich verliebt und dann haben wir so ein bisschen Jokes darüber gemacht. Aber eben, dass ich mal wirklich ernsthaft mich gefragt habe, wieso ist das so, wieso ticke ich so, wieso passiert mir das so, habe ich irgendwie nie. Und heute war der Abend, weil ich actually mal, ich sage mega oft actually, merke ich gerade, das tut mir leid, weil ich mich wirklich sehr irgendwie damit befasst habe und ja, ich habe irgendwie mega das Bedürfnis gehabt, um das Ganze so mit euch zu teilen, was ich so für selbstreflektierende Momente heute Abend hatte. Also ja gut, ich muss jetzt sagen, nicht nur heute, sondern ich habe eben, gerade in letzter Zeit, habe ich irgendwie oftmals, ist das Thema mal wieder so ein bisschen aufgekommen und eben, da hast du so ein bisschen darüber gejoked und irgendwie, ja, ich habe mich irgendwie gleich schon immer so ein bisschen gefragt, wieso ist das so? Ja, aber ich glaube, ich fange mal wie von vorne an. Für die meinen Podcast, ich habe da meinen Laptop bei vor mir, tut mir leid, ich habe eigentlich immer mein Handy zum Notizen machen, aber weil ich beim Can bin und normalerweise immer mit einer Cam filmen, mit meiner Cam, und ich habe sie nicht dabei, kann ich jetzt nicht mit meiner Cam filmen, sondern mit dem Handy. Plus, der Can hat ja eigentlich auch eine Cam, aber vor ein paar Wochen ist sie ihm kaputt gegangen
Und das Thema hat sich jetzt auch erledigt. Er hat sich zwar eine neue Cam gekauft, aber er hat noch kein Objektiv. Das heisst, ich kann mit dem auch nicht filmen. Und darum hoffe ich jetzt einfach, dass es funktioniert mit dem Handyfilmen. Also, falls ihr das Video dazu schaut und es irgendwann abbricht, weil ich keinen Speicherplatz mehr habe oder weil irgendetwas nicht funktioniert, dann tut es mir leid. Aber das Wichtigste ist eigentlich der Ton, dass ihr mich hört. Und ich hoffe, das wird auf jeden Fall funktionieren. Aber ich würde mal sagen, bei mir hat es so ein bisschen angefangen, wo ich meine erste Beziehung hatte. Ich wollte vorher sagen, für die meine Podcast-Folge gehört haben über meine erste Liebe, ich glaube, das ist fast der drittmeistgehörte Podcast von mir, das ist crazy. Die haben so ein bisschen mitbekommen, eben, dass das meine erste Beziehung war, dass ich mit dieser Person 2 Jahre zusammen war. Und ja, ich würde eben sagen, auch so meine erste richtige Liebe etc. Und ja, dann sind wir auseinandergegangen. Eben zum einen hat es nicht gepasst, es sind auch ein paar Sachen passiert, aber ich möchte jetzt da einfach zum Inschützen jetzt nicht zu detailliert und persönlich werden. Aber ich würde sagen, es ist schon irgendwie der krasseste Breakup gsi, den ich bis jetzt in meinem Leben... Okay, ich hatte jetzt so viele Breakups in meinem Leben, aber also ich will auf jeden Fall noch erzählen, was so meine Erfahrungen mit Typen waren. In diesem Podcast wird es wirklich deep, Alter. Ich erzähle wirklich alle meine Erfahrungen. Aber das ist wirklich so der Break, der mich am meisten verletzt hat, einfach weil er wirklich, ich würde sagen, das ist mein einziger richtiger Ex, wo wirklich so Liebe war und wo wirklich so eine Bindung hast und so. Ja, ich finde es immer schwierig zu beantworten, ab wann ist so eine richtige Beziehung. Aber ich für mich will einfach sagen, du hast so eine tiefe Vertrautheit, so eine Bindung und du kannst komplett dich selber sein und das habe ich bei mir auf jeden Fall gehabt. Und ich glaube, wenn das mal so vorbei ist und auch wenn ich nur 15 war, ist das für mich, auch wenn ich jetzt zurückdenke, schon immer noch so irgendwie schwierig gewesen. So. Auf jeden Fall habe ich wirklich eigentlich instant, nachdem wir nicht mehr zusammen sind, habe ich mich in meinen besten Kollegen damals verliebt. So lustig, ich glaube, wenn ich so alle meine Podcast-Folgen durchsuche, ich glaube, ich könnte so mein ganzes Leben irgendwie zusammen rhymen und ihr wisst mehr Bescheid als meine closer Friends. Aber egal. Das finde ich das geil am Podcast, dass man so wirklich so kann ehrlich sein. Und es fühlt sich actually wirklich auch ein bisschen an, als würde ich so Meme machen, also meine beste Kollegin. Was nicht immer gut ist, weil ich muss auch im Hinterkopf haben, Bro, das könnte irgendein Creep schauen. Und das ist ja schlussendlich im Internet. Falls ich mich mal irgendwo bewerbe, Peace, das sind meine Love Stories und meine Hochphasen von meinem Leben. Yeah. Nein, ich möchte einfach authentisch sein und einfach komplett ehrlich sein und ja, never mind. Auf jeden Fall habe ich direkt nach meiner Beziehung, meiner 2-jährigen, habe ich mich in meinen besten Kollegen verliebt sozusagen und wir sind dann nachher auch, glaube ich, ein halbes Jahr zusammen oder so. Aber ich weiss nicht, wir sind wirklich so gute Kollegen gewesen. Und wir haben es auch heute irgendwie noch gut. Also, wir sind heute noch Friends. Es ist wie, keine Ahnung, es ist nicht so die tiefe Vertrautheitsphase von Beziehung ist irgendwie nie gekommen. Und ja, es ist so schlimm. Wenn ich jetzt das Ganze anschaue, ich habe literally im Fall, das Ding geht voll krank. Seit meiner damaligen ersten 2-jährigen Beziehung habe ich das Gefühl, ich habe nie mehr richtig eine 100%ige Single-Phase gehabt, weil ich nicht, also ich weiss nicht, ob das irgendwie von meiner ersten Beziehung gekommen ist, aber wenn du das Gefühl mal so erlebst, dass ein Mensch dich gern hat, dass er dir die Attention gibt, die Aufmerksamkeit, das Gefühl, geliebt zu werden, wert zu sein, plus dann auch so, ja, wie sagt man, der Körperkontakt, Nähe, Knuddeln, Küssen, all das so, das ist einfach schön. Und ich habe irgendwie, ich weiss nicht, ich habe mega Mühe gehabt, um so allein zu sein und ich habe irgendwie immer so ein Attention-Ding gebraucht, immer so etwas Spannendes, also ich habe immer einen Typ im Leben gebraucht, der einfach spannend ist und das ist mega krank und eben wie gesagt, ich komme nachher noch zu meinem Part, wo ich so ein bisschen selbstreflektierend über das Ganze kann reden, aber ich erzähle jetzt einfach das rein, wie sagt man, von außen betrachtet, rein faktisch, so wie der ganze Ablauf halt eben war. Auf jeden Fall sind wir nachher auseinandergegangen und dann habe ich wieder jemanden kennengelernt. Und das war im Fall actually wirklich ein sehr, sehr schneller Zeitraum gewesen. Es ist, glaube ich, nie länger als einen Monat, 2. Ich schäme mich so, um das zu erzählen. Aber ich hoffe, ich werde da nicht judged und ich hoffe, ich könnt vielleicht, wenn ihr nachher dann meine Sicht gehört zu der heutigen Sicht, vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Aber das ist einfach gerade ein bisschen unangenehm und es ist halt irgendwie easy persönlich. Aber es ist halt so passiert, ich kann es nicht mehr ändern. Ich bin halt 15 gewesen, 16, 17 und ich habe mich halt actually schnell verliebt. Eben wie gesagt, dann ist ein Typ gekommen und ich habe ja auch schon ein bisschen angesprochen, dass ich religiös aufgewachsen bin, christlich und bei mir ist schon so ein bisschen, also gerade meine Großeltern waren ja sehr strenggläubig gewesen und irgendwie, ich weiss nicht, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt,
also ich weiß nicht, ich bin halt mit dem aufgewachsen, dass es ganz normal ist, dass man, wenn man einen Freund sucht, dass es mega wichtig ist, dass der dann auch gläubig ist. Ich finde, wenn das passt, dann, also, oder wenn das im eigenen Leben mega wichtig ist, dann ist natürlich auch etwas mega Cooles, oder ist es in dem Sinne ja auch wichtig, dass du jemanden findest, der vielleicht den gleichen Glauben hat, dass ihr das so zusammen teilen könnt. Aber wie ich bin in dem Sinne mit dem Glauben aufgewachsen, aber ich habe irgendwie, je älter ich geworden bin, mich nicht mehr so wirklich damit identifizieren. Oder ich bin nie so tief in dem Glauben gewesen, dass es für mich ein essentieller, wichtiger Punkt ist, dass mein Partner den gleichen Glauben teilt wie ich. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich hatte wirklich eine Phase gehabt, eben gerade nach zum Beispiel meiner zweijährigen Beziehung, wo er halt in dem Sinn nicht jetzt gläubig war, so wirklich. Auf jeden Fall habe ich irgendwie, also in meinem tiefen Inneren, habe ich dann so eine Liste gemacht, so was muss mein Traummann perfekt haben. Und eben so halt wirklich, er ist gläubig, er geht in die gleiche Kirche wie ich, etc. bla bla bla. Und ich habe dann halt einen Typ kennengelernt, der in die gleiche Kirche geht wie ich. Und er ist ein mega Liebe. Und von den Fakten her hat alles gestimmt. Eben, er war gläubig und alles. Also ich habe auch mega schnell eben das schnelle Verliebtheitsding gehabt, aber ich habe nach 1-2 Monaten mega gemerkt, so, oh mein Gott, nein, ich will doch nicht. Also ich habe einen mega krassen Rückschritt gemacht und ich weiss, dass ich ihn, glaube ich, mega verletzt habe mit dem, weil er sich, glaube schon in mich verliebt hat und ich bin, Mann, es tut mir so leid, falls du dazu hörst. Ich bin so ein Arschloch gewesen, aber ich habe mich damals so schnell verliebt und nachher wie gemerkt, also wie, ich weiss nicht, ich hatte wirklich dort die Phase gehabt, wo ich nach so, keine Ahnung, 1-2 Monaten gemerkt habe, oh nein, doch nicht. Also wie die rosarote Sonnenbrille ist so auf einmal so weg gewesen und ich kann es mir auch nicht erklären. Aber es ist wie, dass so von Gefühl ist so ein Schalter umgelegt worden zu so Anti-Gefühl. Ich kann es nicht anders beschreiben. Sobald er mir geschrieben hat, ist mir der Laden aber ich hätte am liebsten einen Knopf gedrückt, dass das gar nicht passiert wäre, weil ich kann es nicht erklären. Es ist wirklich wie ein Schalter. Vom einen auf den anderen Tag hat es mir komplett den Ick gegeben, komplett abgelöscht. Und das ist mir actually, ich sage wirklich oft actually, es tut mir so leid, das ist mir actually 2-mal passiert. Nochmal mit einer anderen Person, das war nach ihm gewesen. Oh mein Gott, ich bin so ein Ho, es tut mir leid. Nein, ich will eigentlich gar nicht judgen, so. Aber irgendwie, für mich selber ist es irgendwie so, weil ich halt die Menschen damals verletzt habe, fühle ich mich, glaube ich, schon sehr schlecht. Und man hätte es ja irgendwie verhindern und ich weiß nicht. Ich fühle mich so ein bisschen schlecht, dass ich diesen Menschen irgendwie damals so schnell Hoffnungen gemacht habe und nachher, also es ist wahrscheinlich mega unverständlich für die anderen Personen so gewesen. Aber ich hatte das bei 2 Leuten gehabt, dass ich mega schnell mich verliebt habe und nach so 1, maximal 2 Monaten hat es mir maximal den Ick gegeben und ich habe der Schalter hat sich so umgelegt. Und das ist für mich die grösste Phase in meinem Leben, wo ich mich mega schnell verliebt habe und gemerkt habe, nein, oh mein Gott, doch nicht. Also so schnell ich mich verliebt habe, so schnell habe ich mich wieder entverliebt und ja, das ist so meine Story. Nachdem habe ich den Can kennengelernt. Und das ist jetzt mega lustig, ich hatte beim Can auch am Anfang mega Angst gehabt, dass ich wieder so geflasht bin und dass dann nachher wieder die Anti-Gefühle kommen, dass das der Schalter wieder umleitet. Und ich habe sogar wirklich am ersten Date mit Can und mir, ich hoffe, es ist für ihn okay, wenn ich das erzähle, habe ich das mit ihm besprochen. Also ich habe alles auf den Tisch gelegt, dass ich mit diesen Personen das hatte, dass ich mich schnell verliebt habe und nachher wieder nicht und so. Weil ich weiß nicht, irgendwie beim Can ist so ein bisschen was anderes gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich gespürt, dass das etwas Richtiges ist. So. Nein, aber am ersten Date habe ich das schon erzählt und habe wie gesagt, ich habe mega Angst, dass ich mich jetzt so viel schnell in etwas reinstürze und nachher dich verletze, weil ich will das nicht mehr so. Und irgendwie, ja, ich glaube, gut, habe ich das mit ihm besprochen und ist in dem Sinne ja gut rausgekommen. Wir sind jetzt über 4,5 Jahre zusammen. Also ich bin actually aus dieser Phase rausgekommen. Aber ja, ich habe mich einfach damals immer gefragt, wieso ist das so, dass ich mich zu schnell verliebe. Habe ich mich irgendwie nicht lösen damals so von meiner ersten Beziehung und habe in dem Sinne immer nachgetrauert oder eben gerade so die Bedürfnisse von Nähe und Bestätigung etc. oder so. Oder ist es auch vielleicht so, dass ich irgendwie zu wenig Ansprüche habe und keinen Respekt vor mir selber und I don't know. Wie damals habe ich mich das schon ein bisschen gefragt und wie gesagt, ich habe mittlerweile so ein bisschen mich selber reflektiert und es ist jetzt mega spannend. Ich bin zu einem Begriff gekommen, der mir eigentlich immer ein Begriff war, aber ich nie gedacht hätte, dass das ein Begriff ist, der meine Situation beschreibt. Das ist Bedürftigkeit. Und das ist der Punkt, wo ich so gelesen habe und so bin ich, oh mein Gott. Also hört. Es kann dazu führen, dass man emotional sehr bedürftig wird und ständig Bestätigung von anderen benötigt. Und das ist literally das, was es eigentlich genau beschreibt.
So, es ist nicht das Ding von ich trauere nach oder ich habe jetzt wenig Ansprüche oder ich verliebe mich jetzt einfach schnell, sondern es ist irgendwo die emotionale Abhängigkeit, dass ich Bestätigung von anderen brauche und die Attention, weil ich mir sie selber nicht geben kann. Also ich habe das Ganze mal so ein bisschen genauer angeschaut und es steht zum Beispiel eben ständige Bestätigung, weil ich kein Selbstwertgefühl habe und mir selber die Bestätigung nicht geben kann, sondern immer ganz von Jungs die Bestätigung gebraucht haben von ich sehe gut aus, ich bin cool, mich kann man sich verlieben, ich bin etwas wert. Also ich habe das, wenn ich jetzt zurückschaue, habe ich das ganz krass gehabt, wirklich ganz krass. Ich bin auch richtig das Pick-me-Girl gewesen, I'm so sorry, aber ich bin so ein Pick-me-Girl gewesen. Einfach weil ich die Bestätigung von außen mega gebraucht habe, weil ich einfach kein Selbstwertgefühl hatte und irgendwie meinen eigenen Wert so gar nicht gesehen habe. Das Zweite ist Angst vor dem Alleinsein. Ich habe eben die ganze Zeit irgendwie immer etwas Ähnliches wie eine Beziehung gebraucht, weil ich nicht Single sein und ich wüsste auch gar nicht, ob ich's, wenn der Can und ich nicht mehr zusammen wären, ob ich es so easy sein könnte. Bin ich jetzt ganz ehrlich mit euch, weil, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich über das alles drüber bin und dass ich jetzt keine Verlustangst mehr habe etc., aber einfach, das ist jetzt so die Reflexion über mich und ich wüsste actually nicht, wie ich würde handeln oder wie ich würde sein, wenn ich jetzt wieder Single wäre. Ob ich könnte sein oder ob ich so instant mich würde irgendwie, weiß auch nicht, mit einem Typ etwas machen, whatever. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich glaube, das habe ich schon sehr gehabt. Also eben, wie gesagt, dass ich nie wirklich eine Single-Phase hatte. Und das ist eigentlich so krass, weil ich finde das irgendwie so wichtig, weil gerade in der Single-Phase fängst du dich vielleicht ja auch selber an lieben. Also ich finde gerade Single-Phase eben, nachdem du in einer Beziehung so warst, würde ich so sagen. So, und ich hatte halt nie die Phase gehabt. Und gerade wenn ich jetzt so zurückschaue auf den Start von Can und meiner Beziehung, habe ich gar kein Selbstwertgefühl gehabt und bin in dem Sinne viel emotional abhängig von ihm, von seiner Bestätigung. Teilweise auch heute noch, aber ich würde sagen, ich habe es mittlerweile viel mehr im Griff. Also wir sind zwei eigenständige Menschen und ich habe das Gefühl, ich bin auch glücklich ohne ihn. Also mein Glück hängt nicht von ihm ab, sage ich mal. Ja, was habe ich noch gehabt? Abhängig sein und allein nicht lange, das habe ich jetzt vorher schon gesagt, eben so die Abhängigkeit. Und was auch spannend ist, ein spannender Punkt, wo gestanden ist, übermäßige Anpassung, sich stark an anderen anpassen, zum Konflikt vermeiden. Und das habe ich auch heute noch mega stark. Also ich hasse es, so Konflikt irgendwie mit Leuten zu haben. Ich tue es am liebsten vermeiden oder entweder gerade darüber reden oder am liebsten irgendwie aus dem Weg gehen, ich weiß es nicht. Und darum, ich lieber mich übermäßig anpassen, also ja, in dem Sinn mich schnell verlieben, weil ich halt schnell das Ding sehe von hey, wir haben so viele Ähnlichkeiten, wir sind uns so ähnlich, aber ich eigentlich wahrscheinlich in dem Moment mehr mich einfach dieser Person angepasst habe. Also gerade in dieser Zeit, wo ich halt mit dem Typ etwas hatte, also was heisst wir waren auch in dieser Kennenlernphase gewesen, weißt, wir sind nie zusammen gewesen, aber gleich, wenn ich jetzt zurückschaue, gerade in dieser Phase habe ich das Gefühl gehabt, bin ich viel mehr die Gläubige gewesen. Und das bin ich eigentlich gar nicht so wirklich gewesen, aber ich bin es in dem Moment gewesen, weil ich mich halt so mega stark angepasst habe. Und das jetzt nicht mal nur, um einen Konflikt vermeiden, sondern einfach allgemein zu mir selber irgendwie das Bild machen von hey, das ist jetzt die perfekte Person, die ich mega schnell wieder darüber gesucht habe. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der ganz grossen Frage, von wo kommt das eigentlich? Oder was macht das bei mir aus? Und ich habe mir das wirklich so ein bisschen gefragt, von wo könnte das kommen, weil gerade im Internet zum Beispiel ist ja gestanden eben so, dass man eben wirklich jemanden verloren hat oder dass man irgendwie ein Traumata hat, weil man gestorben ist oder weil zum Beispiel ein älterer Teil abgehauen ist oder vielleicht eine ältere Trennung oder irgend so etwas. Aber es kann auch sein, dass das kommt, weil man gerade zum Beispiel in der Kindheit mega die Erfahrungen gemacht hat mit Ablehnung. Und dann steht gerade so zum Beispiel Mobbing und ich schon so, ach Bre. Und ich bin keine Therapeutin so und eben wie gesagt, so, das ist jetzt alles im Internet gestanden und irgendwo auch so ein bisschen mit meinen eigenen Gedanken so. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es schon auch einen grossen Einfluss gehabt hat, gerade weil in der Schule habe ich nie wirklich so, also ich rede jetzt so von der Unterstufe, Mittelstufe, fast wirklich praktisch keine Erfahrung so gemacht habe mit 100% akzeptiert werden, können mich selber sein, geliebt werden und ja, gerade so bei dem Mobbing ist auch so ein bisschen das Ding vor, dass das zuerst meine besten Kolleginnen waren und dann so krass meine Feinde waren und in dem Sinne gefühlt die halbe Klasse auf mich gehetzt hat, so, dass das schon vermutlich etwas mit mir gemacht hat und in dem Sinn ja auch an meinem Selbstwertgefühl etwas gemacht hat und das ist vor allem auch vermutlich der Auslöser gewesen, warum ich dann mega die Attention und die Bestätigung gebraucht habe von Typen.
So. Und ich finde es auch mega spannend, wenn ich jetzt zurückdenke. Es kann aber auch natürlich nichts damit zu tun haben. Aber meine erste Beziehung war direkt, also eigentlich während dem Mobbing. Es kann natürlich mega unabhängig sein, aber ich finde es einfach gerade einen spannenden Fakt zu sehen, dass es irgendwie gerade zu dieser Zeit so passiert ist. So. Aber ja, ich will jetzt nicht zu viel interpretieren, so, aber ich habe es irgendwie gerade, einfach wenn ich das noch irgendwie so gemerkt habe, habe ich das irgendwie spannend gefunden. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist das gerade für euch viel zu crazy Annahme und alles gewesen. Und ich habe mich gerade wahrscheinlich jetzt auch viel zu fest reingesteigert, weil ich jetzt mich heute Abend mega mit dem Thema befasst habe. Aber ich habe es irgendwie einfach spannend gefunden, um so ein bisschen über meine eigene Vergangenheit irgendwie reflektieren. So, ich habe jetzt zwar nicht mit einer Therapeutin darüber geredet, sondern mit Google, was jetzt nicht die beste Lösung ist. So. Aber ja, ich habe es einfach irgendwie spannend gefunden, um so ein bisschen mich selber mal reflektieren und auf die Zeit wirklich aktiv zurückschauen, weil ich irgendwie nicht so gerne zurückschaue, weil es einfach, ich weiss auch nicht, weil ich irgendwie gleich noch so ein bisschen schlechtes Gewissen habe, gerade weil ich so, ja, 2 Herzen gebrochen habe. Ja, weiß nicht, weil es mir halt irgendwie mega unangenehm ist. Also ich sage jetzt dem nicht Ho-Phase, weil das so ein bisschen disrespectful tönt. Aber ich habe dem immer so ein bisschen gesagt, so, das war meine Ho-Phase, wo ich halt, ja, eben mich schnell verliebe und Herzensbrecherin und whatever so. Und das einfach so etwas ist, was mir so ein bisschen unangenehm ist halt. Aber ich bin, wie gesagt, keine Therapeutin. Aber ich habe es auch spannend gefunden. Und vielleicht haben ja gleich irgendwie etwas über euch lernen. Ich glaube, hätte ich gerade so eine Podcast-Folge gehört, damals, als ich in dieser Phase war, wo ich mich schnell verliebt habe, hat es mir, glaube ich, so ein bisschen geholfen, einfach um so ein bisschen selber über mich zu reflektieren, weil gerade in dieser Zeit, also ich weiß nicht, ich will jetzt nicht für andere reden, aber ich selber habe gerade in diesem Alter mit 15, 16 gar nicht können mich selber reflektieren, also null. Und ich glaube, hätte ich so jemanden gehabt, der ein bisschen älter ist und die gleiche Situation erlebt hat, aber dann so ein bisschen über die Situation reflektiert hätte ich das, glaube ich, mega spannend gefunden. Aber ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen und es war nicht ein komplettes Durcheinander gewesen. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr es so gefunden habt. Oder wie das vielleicht bei euch war. So, ihr könnt ja abstimmen, so, verliebt ihr euch mega schnell oder geht das bei euch mega lang oder ja, ich könnt ihr einfach ganz normal verlieben, wenn es passt. So. Das würde mich mega wundern. Gebt dem Podcast, wenn er gefallen hat, 5 Sterne, würde ich mich auch freuen. Und man kann mich auch abonnieren im Podcast. Ja. Und ich hoffe, dass es klappt mit dem Video. Ich sehe es nachher gerade noch. Wie spät ist jetzt? 20:11 Alter. In 40 Minuten muss der Podcast online kommen. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, wie gesagt, ich beende jetzt den Podcast. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.